Lubo aus dem All. Lubo lebt auf dem Planeten Altrix. Er ist ein kleines, grünes Wesen, so alt wie du, circa 6, 7 Jahre. Wer weiß das so genau? Ist ja auch egal. Er hat eine Zwillingsschwester namens Lubina und einen kleinen Bruder, der Lubolino heißt. Eltern haben diese 3 Altrixer keine oder besser, sie kennen ihre Eltern nicht. Keiner auf diesem Planeten weiß, wer seine Eltern sind. Die kleinen Altrixer werden nämlich sofort nach der Geburt eingesammelt und nach den Planetenregeln erzogen. Alle genau gleich. Deshalb, und weil sie auch alle gleich aussehen, kann man sie kaum unterscheiden voneinander. Alle sind grün, haben rote und gelbe Hörner statt Haare auf dem Kopf und 2 grüne Fühler statt Ohren. Der Heimatplanet Altrix, wo Lubo und seine Geschwister leben, ist winzig klein. Deshalb kennen sich dort alle. Die Altrixer und sind die einzigen Lebewesen auf ihrem Planeten. Aber Pflanzen haben sie auch, wie wir, jedoch nur Blumen, dafür in allen Größen, einige sogar so groß wie unsere Bäume. Auch Wasser haben sie, jedoch schmeckt es süß wie Honig und hat die Farbe Kupferrot. Und es gibt nur einen einzigen Berg, den Mund d'Or. Der ist ganz aus Gold. Auch ihre Behausungen sind aus Gold. Sie sind alle rund und sie haben nur einen einzigen Raum, wo für jeden Bewohner eine Art Sessel zum Schlafen steht. Die Altrixer schlafen nämlich im Sitzen. Apropos Schlafen. Auf dem Planeten schläft man dann, wenn man gerade müde ist. Und zwar einfach so lange, wie man will. Die Altrixer gehen wie wir auch in die Schule. Aber jeder geht dann, wenn er gerade Lust hat, etwas zu erfahren. In der Schule hat jeder Schüler seine eigene Hängematte, wo er sich hineinlegt, wenn er kommt. An seine Hörner dockt er dann Schläuche an, die sich festsaugen. Seine Fühler steckt er in gebogene Röhrchen und über die Augen stülpt er eine Art Sonnenbrille. So wird ihm alles, was er wissen und können will und muss, in sein Gehirn einprogrammiert wie in einen Computer. Auf diesem Planeten muss man weder schreiben, noch lesen, noch rechnen, noch sonstige Dinge selber lernen oder üben. Nein! Deshalb ist auch 1 Stunde Unterricht pro Tag völlig genug. Es reicht, wenn Lubo eine Idee hat, sich eine Frage denkt oder sich etwas wünscht. Alles wird sofort wie von Geisterhand umgesetzt, beantwortet oder geliefert. Der Vorteil ist, die Altrixer müssen sich überhaupt nicht anstrengen, kennen kein Warten, müssen sich nichts merken und schon gar nicht üben. Sie brauchen auch nicht einmal sich ums Essen oder ums Trinken zu kümmern. Niemand muss die Blumenwurzeln kochen oder den Honigsaft besorgen. Haben Sie Hunger oder Durst, wird alles sofort angeliefert. Sogar Freunde denkt man sich einfach aus, je nachdem, was man gerade spielen möchte. Und ist man die Freunde satt, denkt man sie sich einfach wieder weg und tschüss. Weil alles nach eigenen Wünschen geschieht, braucht Lubo auch keine Gefühle. Er war noch nie traurig. Er weiß nicht, wie es ist, wenn man wütend ist. Er musste noch nie Angst haben oder geduldig sein. Ein perfektes Leben.
sollte man denken. Doch eines Tages fragt sich Lubo plötzlich, ob es wohl außerhalb von Altrix noch andere bewohnbare Planeten gäbe. Sofort erhält er natürlich eine Antwort. Ja sicher, weit, weit weg. In einem anderen Planetensystem gibt es noch einen zweiten Planeten mit Leben. Dieser Planet heißt Erde. Aber noch nie hat sich ein Altrixer bis dorthin gewagt, weil wenn sie in die Atmosphäre dieses anderen Planeten mit dem Namen Erde eindringen würden, sie alle ihre Altrixer-Eigenschaften verlieren würden und die Regeln der Erdlinge übernehmen müssten. Und außerdem weiß keiner, ob man je wieder nach Altrix zurückkehren könnte. Trotz alledem packt Lubo die Abenteuerlust. Dieser Planet Erde lässt ihn nicht mehr los. Er denkt sich seine Zwillingsschwester herbei und erzählt ihr von seinem Plan, diese Erde aufzusuchen. Lubina findet diesen Plan gar nicht toll, will aber ihren Bruder Lubo nicht allein gehen lassen. Okay, seufzt sie. Ich komme mit, aber was ist mit unserem kleinen Bruder Lubolino? Ja, den lassen wir lieber hier. Der ist noch viel zu klein. Lubolino hat aber alles gehört, was Lubo und Lubina besprochen haben und wünscht sich natürlich sofort auch mitzureisen, aber heimlich. Wieder in der Schule, in der Hängematte, an die verschiedenen Geräte angedockt, erfragen die Zwillinge alles Wissenswerte über die Reise zu dieser Erde. Sie erfahren, dass sie sich am besten ein Raumschiff herbeiwünschen sollen, mit dem sie sich dann bis an den Rand der Erdatmosphäre denken können und dann mit Hilfe des Bordcomputers auf der Erde landen. Immerhin befindet sich ein Cockpit des Raumschiffes, ein Megacomputer, der uns sicher zur Erde bringt, denkt Lubina. Aber ab da müssen wir allein zurechtkommen. Ui. Unmittelbar nach der Schule wünscht sich Lubo dieses Raumschiff und seine Schwester herbei. Das Raumschiff ist genau wie ihr Zuhause eine Kugel aus Gold, aber viel, viel kleiner, etwa so groß wie ein Wasserball bei uns. Im Innern befinden sich 2 Sessel und der erwähnte Megacomputer. Die beiden Geschwister sind bald so mit dem Computer beschäftigt, dass sie gar nicht merken, wie der kleine Bruder Lubolino sich ebenfalls an Bord des Raumschiffes schleicht und sich schnell unter einem der Sessel versteckt. Plötzlich sagt Lubo voller Tatendrang: »Lubina, bist du bereit?« »Yes, Sir«, lacht Lubina. »I'm ready.« Sie hat erst vor ein paar Tagen gelernt, dass viele Erdenbewohner Englisch sprechen. »Let's go!« Und los geht's. Die Raumschifftür schließt sich und in 0, nichts läuft auf dem Computer ein Zeitrafferfilm ab. Die Reise vom Planeten Altrix führt sie blitzschnell bis an den Rand ihres Planetensystems. Durch ein unheimliches schwarzes Loch hindurch, in ein helles, blendendes Licht, vorbei an den Eisplaneten Neptun und Uranus, an Saturn mit seinen Ringen, dem riesigen Jupiter und dem roten Mars, bis hin zu ihrem Ziel, der Erde. Diese Reise dauert für sie nicht einmal 1 Minute. Sie genießen die schnelle Gedankenreise und bevor sie in die Erdatmosphäre eintauchen, umkreisen sie die Erde noch ein paar Mal. Sie sehen den Feuerball, also die Sonne, die Licht und Wärme spendet, und noch 2 weitere Planeten, die helle Venus und den kleinen Merkur
und sie begegnen dem Mond, der um die Erde kreist. Der Computer warnt sie noch einmal, dass beim Eintritt in die Erdatmosphäre die Fähigkeit, sich Dinge, Antworten oder Ideen herbeizudenken, nicht mehr funktionieren wird. Jetzt ist die letzte Gelegenheit, sich noch etwas zu wünschen. Glücklicherweise denkt die schlaue Lubina noch daran, sich zu wünschen, dass sie und ihr Bruder Lubo sich mit den Erdlingen verständigen können, also mit ihnen sprechen, und der Computer empfiehlt ihnen noch, das Raumschiff auf der Erde zu verstecken. Dann wird es ruhig um sie herum. Das Raumschiff fängt sich, um sich selber anzudrehen, schneller und schneller und schneller und schneller und schneller und nimmt Kurs auf die Erde. Luba und Lubina fühlen sich plötzlich ganz eigenartig, so schwer. Auch das Denken bereitet ihnen Mühe. Zum ersten Mal in ihrem Leben wissen sie nicht, was mit ihnen passiert. Auf einmal werden sie schrecklich müde und schlafen ein und erwachen erst kurz vor der Landung wieder, weil sie ein lautes Geräusch hören unter einem der Sessel. Da hat sich ja der kleine Lubolino versteckt und der ist halt ebenfalls eingeschlafen. Und er schnarcht vergnügt vor sich hin. Als die Zwillinge ihren kleinen Bruder entdecken, sind sie natürlich geschockt, aber gleichzeitig freuen sie sich auch darüber, dass er bei ihnen ist. Die Landung verläuft problemlos. Und was für ein Glück, sage ich euch, sie landen mitten in Duliken, neben dem Gigampfi vom alten Schulhaus. Weil es auf der Erde Nacht ist, können die drei fast gar nichts sehen. Als sie das Raumschiff vorsichtig, aber neugierig verlassen. Sie können die Umgebung gar nicht so richtig erkennen. Mit vereinten Kräften rollen sie die goldene Raumschiffkugel unter den großen Baum und verstecken sie in der Betonröhre, die dort steht. Die drei sind durstig und hungrig. Aber ihr Gedankenspiel funktioniert ja nicht mehr. Keine feine, süße Flüssigkeit rinnt mehr durch ihre durstigen Kehlen. Keine essbaren Wurzeln werden ihnen serviert, wenn sie sich das alles auch nur noch so sehr herbeiwünschen. Zum ersten Mal in ihrem Leben spüren sie ein Unbehagen, so etwas Ähnliches wie Angst. Aber da sie Gefühle ja gar nicht kennen, schauen sie sich trotzdem einfach weiter umher. Oh, sagt da der kleine Lubolino plötzlich, ich weiß, warum es so dunkel ist hier. Weil der Feuerball im All schläft. Du Dummerchen, man merkt, dass du noch nie in der Schule warst. Dieser Feuerball, das ist die Sonne und die schläft nie, belehrt ihn Lubina. Sie schauen sich um. Plötzlich sehen sie einen Brunnen und das Wasser darin. Oh, ob man diese Flüssigkeit wohl trinken kann, fragt sich Lubo. Lubolino überlegt nicht lange. Er nimmt einfach einen Schluck und meint, das schmeckt mega gut. Zwar ein bisschen komisch, überhaupt nicht süß, aber es ist fein. Zum ersten Mal sind Lubo und Lubina richtig froh darüber, dass Lubolino auch bei ihnen ist. Er scheint der mutigste der drei Geschwister zu sein. Jetzt trinken auch Lubo und Lubina von dem kühlen Wasser. Da entdeckt Lubo eine Art
Hängematte. Da, schaut! Das muss die Schule sein. Die haben auch Hängematten, wie wir, ruft Lubo voller Freude. Aber komisch, hat es hier nur einen einzigen Schüler in dieser Schule? Egal. Zu dritt legen sie sich in die Hängematte, unsere Vogelnestschaukel, welche viel größer ist als diejenigen ihrer Schule, und wünschen sich, etwas über ihre neue Umgebung zu erfahren. Stattdessen schlafen sowohl Lubolino wie auch Lubina auf der Stelle ein. Nur Lubo ist noch eine Weile wach. Er merkt jetzt zum ersten Mal, dass es hier auf der Erde nicht mehr so einfach ist, etwas Neues zu erfahren. Und er überlegt sich, was sie wohl hier auf dieser Erde noch alles erwarten wird. Und kurz bevor auch er einschläft, denkt er noch: Diese Hängematte ist so riesengroß, dass wahrscheinlich alle Schüler von dieser Schule auf einmal hier Platz haben. Er nimmt sich fest vor, morgen als erstes diese Erdenschule zu besuchen. Dann schläft auch er ein. Und was Lubo, Lubina und Lubolino in Duliken und in unserer Schule alles erleben werden, erfahrt ihr in den nächsten Wochen.